Es ist soweit. Herzlich willkommen zur Christmas Experience 2023. So schön bist du heute dabei, hast eingeschaltet, wo auch immer du jetzt gerade zuschaust, irgendwo auf der Welt. Ich feiere, dass du mit uns dieses wunderbare Erlebnis zusammen erlebst. Yes, und herzlich willkommen zu unseren Microchurches. Es ist so schön, dass ihr euch getroffen habt und gemeinsam die Christmas Experience schaut. Wir sind jetzt wie im Online-Foyer. Du kommst jetzt da hier rein und ich würde es lieben, einfach zu hören und zu sehen, von wo du gerade zuschaust. Also geh in den Chat hinein, du kannst einfach auf dem Smartphone oder auf dem Computer Chat einblenden oder ausblenden und dort reinschreiben, von wo du zuschaust, und benutze mal kurz dein Lieblings-Christmas-Emoji. Hey, lass uns kreativ sein. Oder ein Geschenk oder eine Weihnachtskugel. Was auch immer du begeistertes findest. Baba. Baba. Hey, das ist Dan und wir freuen uns, einfach jetzt Teil von der Christmas Experience mit dir gemeinsam zu sein. Und das ist Pat Cleaver, the man. Yes, richtig. Hey Dan, nimm uns doch mal mit rein, bevor wir in die Christmas Experience eintauchen, nimm uns doch mal mit rein. Habt ihr als Familie irgendwelche Weihnachtstraditionen? Hey, ja, ich liebe Traditionen, Pat. Also eine Tradition, die wir haben, ist, wir kaufen immer so einen Weihnachtsbaum. Okay. Ziemlich so 1-2 Wochen. Erst gestern haben wir ihn gekauft, Ja. und dann schmücken wir ihn zusammen als ganze Familie. Mega. Hören Michael Bublé oder It's Kommt der Beginning. live zu Ja, euch, ja, oder ja, ist der live singt, da, der hey? singt. Mega, Jedes mega. Jahr. Jedes Der Jahr ist ein Weihnachtsgurzli. Ist es Time von seiner Tour, oder? Der kommt, Ja, der dann kommt bei zu uns, Nüs zu vorbei. Nüs vorbei. Genau, das ist wunderbar. Und ihr? Hey, wir haben, Michael Bublé kommt nicht zu uns, weil Weil er er ist ja bei bei euch, er ist ja bei euch. Aber wir haben im November angefangen zu dekorieren, weil wir eine neue Weihnachtstradition als Familie jetzt starten, weil wir haben jetzt einen 19 Monate alten Sohn und wir haben dieses Jahr einfach mal im November gestartet. Ja? Im November schon dekoriert. Ja, Also, wir haben das noch keinen Weihnachtsbaum, aber wir haben schon angefangen zu das dekorieren. haben wir wenigstens. Ja, super, super. Aber meine Frage an dich, hast du schon dein Zimmer, dein Wohnzimmer, dein Haus, deine Firma dekoriert? Schreib's kurz in den Chat. Yes. Hey, du hast dich gerade gewundert, dass wir im November schon angefangen haben. Unser Christmas Experience Team hat schon viel früher angefangen. Und wir schauen mal in einen kleinen Clip rein, wo sie uns einfach mit reinnehmen in die Proben, wie das denn so aussieht, wenn sie sich ready machen. Und sie sind schon seit Monaten dabei. Ich habe heute irgendwas von September gehört von Nico, dass sie seit Monaten schon dabei sind zu proben. Und das Wahnsinn. Krasse, das sind ganz viele Volunteers, die im Einsatz da sind. Und wenn ich einfach die Crew da beobachte, ich merke, die haben so einen krassen Zusammenhalt. Ich möchte selber gerade dabei sein. Voll. Der Das zu Ermutigung, sehen, hey. Begeisterung, also Ja. das fasziniert mich. So genial. Dan, wir sind jetzt schon voll bei der Christmas Experience. Nimm uns doch mal mit rein. Was erwartet uns heute? Also dich erwartet heute ein wunderbares Weihnachtsspektakel. Tanz, Theater, Gesang und eine Predigt von Leo. Und das Ganze ist halt wirklich wieder diese unglaublich kraftvolle, bewegende Geschichte von Jesus, welcher auf die Welt kommt, zum Leben erwachen. Ja. Und das Interessante ist, ganz viel Bibel wird gesprochen. Also ganz viele Texte, den du hörst, ist eigentlich der Bibeltext. Und das fasziniert mich. Direkt Weil- aus der Bibel raus Ja, und sie und sagen... der kommt so zum Leben. Das So liebe ich. genial, so genial. Und gleichzeitig wird es tiefgehend werden. Also ihr könnt euch wirklich da ready machen, weil es wird tiefgehend werden. Wir werden eine gute Message haben, wo wir einfach mit reingenommen werden. Es wird einfach weihnachtlich werden heute. Es wird einfach weihnachtlich werden. Und wenn du fragst dich vielleicht, wo sind wir? Vielleicht schaust du jetzt gerade zum ersten Mal. Vielleicht hat dich ein Freund Herzlich eingeladen. willkommen, wenn du das erste Mal da bist. Wir sind hier in der Hall in Zürich, in der Schweiz, wo wir uns als ICF-Kirche regelmäßig treffen. Heute hinter mir siehst du schon ganz viele Leute füllen da die Bänke und die Stühle. Und von hier streamen wir jeden Sonntag und heute auch die Christmas Experience. Hey, und wie ihr in den Bildern schon seht, es ist wirklich rappelvoll. Und ich finde es so genial, dass wir hier ein volles Haus haben und wir haben online ein volles Haus. Es ist absolut genial, dass wir feiern dich. Gemeinsam die Christmas Experience 2023 genießen dürfen, feiern dürfen und jetzt einfach auch gleich rüberschalten dürfen. Hey, wenn wir gleich rüberschalten, macht euch bereit, weil es wird laut, es wird bunt, es wird schön, es wird gute Musik geben. Wir haben die Band ready, es wird bewegend werden. Deswegen lasst uns einfach schauen, hey, was ist das, was Jesus heute machen möchte? In unserem Herzen, in deinem Herzen, in den Herzen von den Leuten, die hier vor Ort sind, aber gleichzeitig auch Jesus feiern
weil er geboren ist. Deswegen schalten wir jetzt rüber in die Show. Since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Though it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, oh, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying. My dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. No, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, oh, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, if there was a way I'd hold back these tears. Oh, it's a Christmas day. Weihnachten, ein Fest der Familie. Niemand
sollte an Weihnachten einsam sein. Und doch taucht die Einsamkeit gerade an diesem speziellen Fest bei vielen von uns auf. Oft fällt es in all dem Trubel, der Heiterkeit und dem Glitzer gar nicht auf, dass Menschen um uns herum in der Tiefe der Einsamkeit versinken. Till the Son of God appears. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Wer kann diese Leere in der Seele füllen? Auch die Weihnachtsgeschichte beginnt mit Einsamkeit. Das ist Josef. Einsam. Traurig. Verloren in Gedanken. Wie konnte es nur so weit kommen? Drehen wir die Uhr ein paar Tage zurück. Gott sandte den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war verlobt mit einem Mann namens Josef, ein Nachfahren von David. Sei gegrüßt. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und deinen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Er wird für immer über Israel regieren und sein Reich wird niemals untergehen. Wie soll ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Heilige Geist
wird über dich kommen. Und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem hohen Alter schwanger geworden. Was? Alle haben immer gesagt, die sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits in ihrem 6. Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels stroll? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you the blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of God. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect land? That sleeping child you're holding is the great I am. Mary, did you know? Ich bin die Dienerin des Herrn und ich beuge mich seinem Willen. Alles, was du gesagt hast, soll wahr werden und mir geschehen.
Ich muss es Josef erzählen. Josef konnte Marias Geschichte nicht glauben. Er dachte, sie sei schwanger von einem anderen Mann. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Das ist Josef. Einsam. Traurig. Verloren in Gedanken. Einige Tage später sucht Maria in ihrem Trennungsschmerz und der Einsamkeit ihre Verwandte Elisabeth im Bergland von Judäa auf. Sie hatte keine Kinder, da sie unfruchtbar war. Doch dann wurde sie im fortgeschrittenen Alter auf übernatürliche Weise schwanger. Sweet is singing over the plains, and the mountains in reply, echoing the joyous strains
is what is to believe. One works on your strength go on. One could ransom tyrant's feet, which inspire your heavenly song, saying, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Come to Bethlehem, see, and spur the air, sing. Commodore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Du bist gesegnet, weil du geglaubt hast. Und gesegnet ist auch dein Kind. Welch Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als du mein Haus betreten und mich begrüßt hast, da hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Du bist gesegnet, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Nachdem Josef entschlossen hatte, Maria zu verlassen, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Captive
shall come to thee, always right there. Oh, come, Emmanuel. Oh, come, Gott, du bist hier bei mir. Danke. Josef tat, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Kind geboren war. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Menschen des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollten. Alle Menschen reisten in ihre Heimatstadt, um sich für die Volkszählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in die Stadt Davids reisen. So machten sich die hochschwangere Maria und Josef ganz allein auf sich gestellt auf den Weg. Swing.
and open wide our heavenly home. Make safe the way that leads on high, and close the path to misery. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Emmanuel shall come to thee, O Wir sind nicht alleine. Immanuel. Gott ist mit uns. Genau hier. Genau jetzt. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil es im Zimmer keinen Platz mehr für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army, find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. Habt keine Angst. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, zur Welt gekommen. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I
Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gesehen und was der Engel ihnen gesagt hatte. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. So, die Weihnachtsgeschichte hat mega viele Aspekte. Einsamkeit zum Beispiel. Dann Josef ist mega enttäuscht, dass das Leben anders kommt als erwartet. Maria völlig überfordert, dass Gott ihr Leben auf den Kopf stellt. Und die Hirten eigentlich vom Leben so ein bisschen disqualifiziert, ein bisschen rausgemobbt aus der Gesellschaft. Es ist kein Wunder, dass die Engel, die haben Hochbetrieb gehabt. Die mussten andauernd sagen, hab keine Angst und hab keine Angst, die Hirten. Und Maria, hab keine Angst und Josef, hab sowieso keine Angst. Also die Hirten haben immer das sagen müssen, hab keine Angst, weil sowieso in Jesaja steht geschrieben, dass eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, heißt Immanuel. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und das ist für mich ein mega wichtiges Wort geworden, so die letzten paar Monate. Ich habe in der Zeitschrift Stern, vielleicht kennt ihr das, ein Coverbild, wo drauf steht, das ist mir zu viel. Weil heutzutage ist es ganz krass, wir hatten Corona hinter uns und jetzt ist der Nahosten-Konflikt ist da und der Ukraine-Krieg ist da. Und dann haben wir das ganze Klimaproblem und dann die Möglichkeit, dass Donald Trump wird wieder Präsident. Und irgendwann bist du mittendrin und ich merke, das Thema Angst ist etwas, was uns alle mega, mega beschäftigt. Und die Engel würden sagen, hab keine Angst. Und Angst ist eigentlich, kann man gut erklären mit, den habe ich gefunden. Das ist ein Schweizer Schneelöwe, Tiger. Sehr, sehr selten, also da gibt es ganz, ganz wenige von denen. Und das Thema Angst kann man eigentlich gut erklären mit diesem Tiger. Ganz, ganz einfach. So, die Bibel sagt, wie kommt man von Angst? Also wie kommt man, wenn man Angst hat, wie kommt man von Angst zu Glauben? Das ist eine ganz krasse Frage. Und ich möchte es ganz kurz erklären am Anfang vom Schneetiger. So, wenn ein Schneetiger dir begegnet, zum Beispiel wohnst in Greifensee, gehst spazieren ganz alleine früh am Morgen, nicht mal die Enten sind wach und dann begegnet dir dieser Tiger. Weißt du, was Angst macht? Es entwickelt eine Überlebenskraft. Also wenn du in der Gefahr bist, dann hast du plötzlich Kräfte, die sind eigentlich vorher gar nicht möglich gewesen. Also dieser Tiger begegnet dir, jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel. Du hörst, der Magen knurrt, ihm sabbert so raus aus dem Mund, er scheint Hunger zu haben und dann geht er auf die Knie, beginnt zu beten, Vater, segne diese Speise, unsere Kraft und dir zum Lob und Preise. So, und das bist genau du, oder? So, was in dem Moment passiert, du entwickelst eine Kraft, die ist gewaltig. Du hast ein Smartphone. Und in dem Moment spielt es keine Rolle, hast du mit einem Cover oder kein Cover, du nimmst das und du haust diesen Tiger mit dem Smartphone kaputt und der Kratz spielt plötzlich keine Rolle. Und wenn das Smartphone nicht funktioniert, nimmst du ein iPad, funktioniert der iPad nicht, dann hast du eine Vase gefunden von deiner Tante Emma, 1,2 Millionen Schweizer Franken und du haust sie rauf. Muss so teuer sein? Im Moment spielt alles keine Rolle, stimmt's? In deiner Angst entwickelst du eine Kraft, die du nur einmal hast. Ich habe ein krasses Bild erlebt, ich habe meine Frau immer motiviert, mit mir Motorrad zu fahren. Das ist ja der Traum von allen Schweizern. So, meine Frau hat ein Motorrad gekauft und dann sind wir an einem Tag über die Pässe gegangen, über den Ibereckberg, Susten, Grimsel, Furka und der Klausen und nach Hause, das ist gefühlte 7 Stunden und x Bergen. Das ist ein Bild von meiner Frau da vom Grimselpass. Blauer Himmel, logisch ohne Photoshop, so ist die Schweiz immer. Und meine Frau lächelt da oben und hunderte von Kurven und wir kommen nach Hause am Abend. Und ich habe gedacht, so, meine Frau, jetzt ist sie voll dabei in dieser Motorradgang von mir. Sie stellt das Motorrad hin und sagt, nie wieder. Ich sage, wieso? Sagt, ich hatte bei jeder Kurve Todesangst. Und das hat mir so Adrenalin gegeben, nie mehr.
Und heute sagt meine Frau zu mir, wie war das möglich? Und in einem Todeskampf hast du Energie, das kann man sich sonst gar nicht vorstellen. Das Zweite, was aber Angst auch in dem Sinn macht, es bringt auch ein bisschen Egoismus hervor. Also jetzt stell dir mal vor, mal ganz hypothetisch, dieser Schneetiger kommt hier die Türe rein. Hier. Und bleibt in der Mitte stehen. Sein Magen knurrt, du hörst es bis zur Empore hoch. Es sabbert noch immer. Er geht auch auf die Knie, beginnt zu beten für die Speise. Und in dem Moment würde ich sagen, Jungs und Mädels, chill the rabbit, kommt mal alle runter. Also ist alles gar nicht so schlimm. Zuerst gehen die kleinen Kinder raus mit den Müttern. Und dann die Leute, die ein bisschen länger Zeit brauchen, wie beim Flugzeug. Und wenn dann die mal draußen sind, dann kommen noch der Rest. Wenn ein Tiger hier drin wäre, fördert Angst immer dein Egoismus. Hast du gewusst, in deiner Angst kommen Themen hervor. Da bist du schockiert. Die waren schon immer da. Druck bringt nur das hervor, was tief in dir drin ist. Angst kann bedeuten, du hast Angst, einsam zu bleiben, dass niemand dich liebt, niemand dich mag, dass du schon ausstrahlst, du wirst immer einsam bleiben. Also in deiner Angst kommen Themen hervor, die sind schon immer da, aber plötzlich wird es offensichtlich. Das Dritte, was eine Angst macht mit diesem Schneetiger, ist ganz, ganz interessant. Es fokussiert mich immer weg von Gott. Warum ist das so? Wenn man Hirnforschung macht, hat man festgestellt, dein Hirn ist nicht Multitasking, liebe Frauen und Männer. Dein Hirn kann nur sich für eine Sache Zeit und Gedanken machen. Entweder du hast Angst vor diesem Tiger und dein Hirn sagt Angst, 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 Tiger, 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 Hunger, Hunger, Knurren, Knurren, Massen, Sabber, Sabber, Sabber auf die Knien, du bist das nächste Opfer. Oder du drehst dich um und sagst, Immanuel, Gott ist dennoch und trotzdem bei mir und dein Hirn kann nur entweder Gott anbeten oder du machst dir Angst, es gibt nichts in der Mitte. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt die Bibel, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, der Angst gegeben. Geist ist nicht ein Gefühl, es ist ein Geist. Sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das bedeutet, Kraft bedeutet, Gott legt dir nie mehr zu, als du jemals tragen kannst. Und Liebe bedeutet, dass Gott dich nicht einen Moment alleine lässt und sagt, so, jetzt bin ich gespannt, wie du das mit dem Tiger löst. Und Besonnenheit kann bedeuten, dass Gott dir sagt, was ist dein Anteil, um das zu lösen und was wir Gott konkret lösen wollen für uns. Und ich möchte da ein bisschen so zum Ende kommen, weil die Bibel, in der Weihnachtsgeschichte gibt es so viele Wunderstories, aber es hat auch Frauen und Männer in der Bibel, die haben gewaltige Dinge erlebt, von denen träumen wir nur. Ich denke an Paulus. Der Paulus hat gesehen, wie blinde Menschen werden sehen. Taube Menschen können hören. Der hat gesehen, tote Menschen stehen auf. Der hat das Wunderpaket gesehen. Und man denkt mal, wenn man mal so viele Wunder erlebt hat, dann wird man nie mehr zweifeln, man hat nie mehr Angst, man hat nie mehr Sorgen. Dann ist man so durchgebrochen, oder? So, dann hat man's. Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 27, das musst du mir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Schlaflose Nächte bedeutet, man dreht sich wie eine Omelette und man macht sich Sorgen, man hat Angst und man hat Zweifel. Oft litt ich an Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Also es ist so, wenn du einmal ein Wunder erlebst und wenn du auch mit Gott unterwegs bist, heißt das nicht per se, plötzlich ist Angst und Sorge ist kein Thema mehr. Es klopft immer wieder anders an als das letzte Mal. So, meine Frage ist, wie komme ich von Angst mit diesem Tiger, mit der Grafik, wie komme ich von Angst konkret hinein in den Glauben, dass wir diese Dinge auch überwinden können, dass Gott uns sagt, hab keine Angst. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 6 bis 7 sind 3 ganz einfache Gedanken, wo ich schließen möchte, macht euch keine Sorgen. Kein Schweizer macht sich Sorgen, niemand aus Deutschland und Österreich, niemand. Ihr dürft
in jeder Lage, auch wenn dieser Schneetiger da ist, zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und jetzt kommt der Satz, dann wird Gottes Frieden, der unseren Verstand übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Christus, in Christus verbunden seid. Und Paulus sagt 3 Dinge. Erstens, erkenne deine Angst. So meine Frage ist, was ist dein Schneetiger? Von was hast du Angst? Man darf die Angst nicht bagatellisieren, auch nicht größer machen, sondern ich möchte sagen, du musst deiner Angst in die Augen schauen. Und sehr oft verdrängt man, sagt, ja, weißt du, aber weißt du, meine Angst, also mein Schneetiger, also mein Problem ist eben, das hat es noch nie gegeben. Mein ist so groß und so krass, ich bin eben ein Sonderfall. Ich habe so ein paar Ängste aufgeschrieben, dass du überlegen kannst, was ist so deine Angst, die dich im Moment begleitet, vielleicht sogar auch schlaflose Nächte gibt. Und das ist meine erste Frage. Zweitens sagt der Paulus, wir sollen Gott sagen, was uns fehlt. Und oft habe ich so ein Gebet gebetet, ich spreche von mir, Jesus, bitte nimm alle Ängste weg von mir. Kennst du das? Nimm alle Schneetiger weg von mir. Aber es ist interessant, es ist ein passives Gebet. Als würde Gott zu mir kommen und sagen, oh, okay, was läuft? Die Bibel sagt, wir sollen unsere Ängste zu Gott bringen. Du bringst deinen Schneetiger. Bringen heißt so, da bringe ich dir dieses Teil. Ich bringe es. Bringen ist aktiv. Bringen bedeutet, ich will das nicht mehr in meinem Leben haben. Es ist was Aktives. Man kann auch mit Ängsten leben wollen, weil dann hat man immer eine Entschuldigung. Bist immer das Opfer, bist nie der Schuldige. Darum sagt die Bibel, bring dein Anliegen zu Gott. Und dann sagt Paulus, und jetzt ist etwas, das habe ich jahrelang nicht verstanden, dass wenn wir Gott Danke sagen, dann beginnt Gott zu sorgen. Der Schlüssel von Glaube ist Danke. Und die Psychologen im Hirn würden sagen, das ist ja logisch. Deine Gedanken können nur entweder oder. Entweder Angst, Tiger, Essen, hat gebetet. Oder ich drehe mich um und ich zeige ihm meinen Rücken und ich beginne Gott zu danken, dass Immanuel, er ist mit mir. Ohne ihn würde ich nicht leben. Er ist der Grund, er wird geformt und geprägt im Leibe meiner Mutter. Mein DNA, meine Begabung, meine Leidenschaft, alles kommt von Gott. Und ich beginne Gott zu danken. Wenn ich Gott Danke sagen kann, man hier nur eine Sache. Du siehst, Gott ist groß. Und plötzlich ist ein Schneetiger noch da, aber ist nicht mehr das Thema. Dankbarkeit ist etwas, was man lernen darf. Ich habe eine Geschichte gelesen und die ist so einfach. Eine Mausfamilie. Die Mauseltern hatten 3 kleine Mäuse. Und eines Tages kam der Kater, der große, weiße Kater. Und der Kater stand vor die Mausfamilie und der Vater wusste, unser Leben ist jetzt zu Ende. Und der Mausvater stand zum Kater hin, machte sich mäusegroß und fing an zu bellen wie ein Hund. Wow, wow, wow. Der Kater, völlig irritiert, dreht sich um und läuft weg. Und die Kinder gesagt, wow, wie hast du denn das gemacht? Der Vater gesagt, Kinder, ich habe euch eine Lektion gelernt, dass Fremdsprachen zu lernen, ist lebensnotwendig. So, was ist die Fremdsprache Gottes? Ist Dankbarkeit. Liebe Schweizer, das dürft ihr lernen. Leute aus Deutschland, Dankbarkeit, OMG, das dürft ihr sehr gerne lernen.
Dankbarkeit ist etwas, was uns oft verloren geht. Und das ist der Schlüssel. Also egal wie die Situation ist, drehe mich um und ich beginne meinen Schöpfer anzuschauen. Ein Gott, der zu Maria und Josef sagt, ihr habt keine Angst. Zu den Hirten, ich habe euch nicht vergessen. Dieser Gott ist heute genauso da. Ich möchte dich heute einladen, mit mir zusammen zu beten, vielleicht zum allerersten Mal. Ich glaube effektiv, dass wenn wir beten zu einem Gott im Himmel. Der in der Weihnachtsgeschichte aktiv war, hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, um uns in der Situation, wo wir drin sind, Hoffnung zu geben, wenn die Welt uns keine Hoffnung geben kann. Ich möchte dich einladen, ganz kurz die Augen zu schließen, wenn du es willst, sonst kannst du sie offen halten, aber das macht keinen Sinn. So, lieber Gott im Himmel, hier bin ich. Und du hast mich geformt und geprägt im Leibe meiner Mutter. Du hast mir den ersten Atem geschenkt. Und mein Herz schlägt, weil du es willst. Und du siehst meine Situation, wo ich drin bin. Du kennst die Bereiche, wo ich berechtigt vielleicht mir Angst und Sorgen mache. Ich bringe meine Ängste zu dir. Ich möchte einen Moment im Gebet wie Stille halten und ich möchte dich fragen, was sind deine Ängste? Sag das innerlich in deinem Herzen. Sprich es aus im Herzen, was du diesem Gott bringst an deinen Ängsten. Dann werde ich dieses Gebet zu Ende beten. Aber bring die Ängste aktiv beim Namen zu ihm. Ich danke dir, dass du für jedes Detail in meinem Leben sorgen wirst. Du bist Immanuel, der Gott, der ist mit mir. Und ich drehe meinen Rücken zu meinen Sorgen und Problemen. Und ich schaue auf zu dem Gott im Himmel, der Grund ist, dass ich lebe, dass ich existiere und auch atme. Ich lege alles in deine Hände. Und du wirst für mich Wunder bewirken, wie es du an Weihnachten gemacht hast. Und wir sagen Amen. Das Wort Amen heißt nicht Propst. Das Wort Amen heißt, so sei es. Und wir haben heute zusammen gebetet, dass Gott dein Gebet erhört. Und ich möchte es bewusst über dir aussprechen, dass du Weihnachten erlebst in einer Dimension, du sagst, wow, da war ein Amen. Und Gott hat Dinge in Bewegung gebracht, die sind spektakulär. Amen. There's no one greater, nothing more pure. Oh, earthly treasure that I will prize more than even the angels fall on their knees as they worship the Savior. You joined in with me. Holy,
the light of the world. He is here. Come sing with the angels. He is here. The light of the world. He is here. Come sing with the angels. He is here. Holy, holy, the Savior is here. Worthy, worthy, the light of the world. Holy, holy, the Savior is here. Worthy, worthy, the light of the world is light. Ja, diesen Retter, von dem wir singen, von dem wir spielen, diesen Retter möchten wir zusammen anbeten und möchten wir Lieder singen. Wenn du magst, kannst du aufstehen mit uns und diese nächsten 2 Songs als gesungene Gebete singen. Du wirst die Texte eingeblendet sehen und kannst diesem Gott einfach dein Herz hinhalten. Wer ist wie du, ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt? Wer außer dir ist hoch erhaben? Wer ist dir gleich? Niemand und mehr. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig bist du mein König sein. Ich beuge mich
Come on. Woo! Come on. So, ihr dürft ganz kurz Platz nehmen. So, ich bin immer mega bewegt jedes Jahr, weil unser Team macht einen großartigen Job. Die schreiben das, die proben, die üben, die tanzen. Wenn ich die Tänzer anschaue, ich hätte schon lange einen 5-fachen Halswirbelbruch, oder? Aber die sind so wie aus Gummi gefüllt, oder? So, lasst uns unserem Team mal einen großen Applaus geben. Hier in der Tribüne, überall. Danke vielmals. Ah. So, bevor wir heute Abend das Ganze beenden, ich möchte ganz kurz, wenn du das Gebet zum ersten Mal mitgebetet hast, das machen wir jedes Jahr so. Wir haben so eine Starterbibel, da steht die ganze Weihnachtsgeschichte drin. Das kannst du auch online beziehen, das ist ein QR-Code da drin. Wenn du rausgehst, stehen Frauen und Männer da mit der Bibel. Das ist unser Weihnachtsgeschenk an dich, wo du einfach drin lesen kannst, dass Immanuel, Gott ist mit dir in jeder Situation. Und ich finde das mega ermutigend. Wir sammeln jedes Jahr eine Kollekte ein und was ich liebe an uns, wir sind treu. Wir haben ein paar Projekte, wo wir seit Jahren einfach kontinuierlich unterstützen und wir unterstützen jedes Jahr mit diesem Christmas Experience unser Weihnachtsfest für die Menschen, die kein Zuhause haben. Ganz kurz in einem Video, dass du weißt, für was wir heute Abend spenden, dass du auch weißt, für was wird das Geld eingesetzt. Let's roll the clip. Ich finde es mega cool, was für Gemeinschaft da herrscht, was für eine Stimmung. Ein riesiges Gebetsanliegen von mir war, dass wirklich die richtigen Leute am Tisch sitzen miteinander. Und jetzt an diesem Abend wirklich die Gemeinschaft sehen, an diesem Tisch, die Freude auf diesen Gesichtern, es hat mich so unglaublich berührt. Es ist richtig familiär. Ich habe in diesen Jahren immer gerne mitgeholfen, mitgearbeitet. Und jetzt bin ich als Gast da und es ist trotzdem immer ein tolles Erlebnis. Gemeinschaft ist mir sehr wichtig und ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Jetzt doch den grossen Schlitten und habe gedacht, all die Geschenke, die passen doch alle in meinen Schlitten. Aber dann habe ich kapiert, dass der Jesus da, dem sein Geschenk gar nicht in den Schlitten hineinpasst. Jetzt muss ich das ganze Konzept noch ein bisschen umdenken, habe ich das Gefühl. Aber das kommt, denke ich. Come on. So, ja, come on. So, die Kollekte sammeln ein für das ist unser Weihnachtsgeschenk. Das sind, wie gesagt, Leute, die kein Zuhause haben. Das sind immer Hunderte von Leuten, die kommen. Wir kochen für sie, wir haben Geschenke für sie. Wir möchten eine Church sein, die auch für die Leute großzügig sind. Du hast zwei Optionen jetzt zu spenden. Du hast den QR-Code auf dieser Leinwand. Das ist der Moment, wo du dein Smartphone nach vorne zügen kannst. Und es gehen so Körper durch die rein. Du kannst auch Cash geben. Für die, die sagen, ich habe den Bitcoin nur digital. Das wäre dann natürlich wie gesagt, über den QR-Code und sonst danke für alles, was du reingibst, ob du 100 Franken, 50, 20 Euro reingibst. Vielen Dank, weil das wird wunderbar eingesetzt. Ist gut, so gehen die Körper schon durch die Reihen. Sehe ich das schon? Ja, genau, es kommt, genau. Sonst am besten Smartphone nach vorne und dann kommt das mega gut. So, während ihr Kollekte sammeln, habe ich so zwei Ansagen, die sind ja Multitasking, oder? Richtig, oder? Nicht? Doch, das könnt ihr. Also, während wir das einsammeln, ich und meine Frau, wir haben ein neues Buch geschrieben, ist letzte Woche rausgekommen. Träume wie niemals zuvor. Das ist das Thema von Josef, einer meiner Lieblingsmenschen im Alten Testament. Der hatte die Gunst Gottes. Egal was er tat, es geling ihm alles. Wir werden dieses Buch draußen signieren. Das machen wir nur an diesem Wochenende. Dann nicht mehr. Und denkt daran, eine Unterschrift kann in 100 Jahren wie Picasso. Ja, ich weiß nicht, man weiß nicht. So, wir werden dann im Januar zusammen eine Serie starten über den Josef. Ich freue mich für das mächtig.
Die nächsten 2 Sonntage haben wir spezielle Celebrations. Wir haben Candlelight Celebration. Wir werden mit Lichtern, mit Kerzen zusammen Weihnachtslieder singen. Es wäre auch etwas, wo du deine Leute einladen kannst. Ein wunderbarer, schöner Sonntag mit schönen Liedern, Weihnachtssongs. Und dann am 24. Dezember unser Sonntagmorgen Christmas Celebrations. Und dann haben wir unsere Jesus First Conference. Für alle, die noch sehr, sehr jung sind, ist das auch eine mega coole Sache. Ich möchte euch Danke sagen für all euer Geben, für alle Finanzen, für alles, was ihr gibt, weil ohne eure Treue von den Finanzen wäre es nicht möglich, was wir machen, weil die Kirche ist aufgebaut, nicht eine Person, die alles gibt, das wäre immer schön. Es sind Tausende von Menschen, die sagen, hier ist mein Beitrag, hier ist mein Talent, hier ist meine Finanzen und ich möchte diese Church wunderschön machen. Amen? So, liebe Leute, ich möchte euch nur sagen, Gott ist groß. Und er ist unser wunderbarer Immanuel. Come on. I'm all by myself in this fight, but they do not know the infinite size of the God who is by my side. Hey, I'm the fire, but not the light, standing in the shadow of the Almighty. I am light, just testifying. Now I'm talking about a big God, big God. When trouble comes around the way, only remedy for big God is a big God. Ain't nobody gonna shake my faith. No, I'm not afraid. Throw my hands up in praise for the times that He pulled me through. I'm counting on a big God that they can't stop. He's a big God. Why in the world ever be away when I know that He holds my world in His hands? Monsters I face make me afraid when I know that I'm standing right next to Him. Talking about a big God, big God. When trouble comes around the way, only remedy for big God is the big God. Ain't nobody's gonna shake my faith. No, I'm not afraid. Throw my hands up and praise for the times that He pulled me through. Counting on the big God, they can't stop. It's a big God. When trouble comes around the way, only remedy for big God is a big God. Ain't nobody gonna shake my faith. No, I'm not afraid. Throw my hands up and praise for the times that He pulled me through. No, I'm not afraid of the things that I face, 'cause I know I've seen Him through. Counting on the big God, they can't stop. He's a big God.
Hey, so schön, es sind so viele Leute da. Es war uns so eine Ehre, euch die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Falls ihr noch etwas essen oder trinken, dürft ihr das so gerne machen. Hier ist ein richtig schöner Weihnachtsmarkt. Danke vielmals, dass ihr schauen. Und wir wünschen euch eine ganz schöne Weihnachten und danke vielmals fürs Schauen. Tschüss miteinander. Bis bald zusammen! Wow, was für ein fulminantes Ende. What? Come on. Gospel What a in the show. house. What a show. Hey, Standing Ovation hier in der Halle. Ich bin auch sicher, bei dir zu Hause ist die Hoffnung eingekehrt. Yes. Und du hast etwas von diesem Gott mit uns gespürt. Das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet. Yes, hey, wenn dich diese Show berührt hat, wenn Gott was in deinem Herzen gemacht hat, hey, dann wollen wir jetzt gleich nochmal gemeinsam mit dir zusammen beten. Wenn du noch nie die Entscheidung getroffen hast, mit Jesus zu leben, oder du merkst, hey, ich bin gerade ein bisschen weggedriftet von Gott und ich möchte gerne zurückkommen, dann lass uns doch gemeinsam beten. Wenn du Christ bist, dann lass uns einfach jetzt einstehen für die Leute, die jetzt eine Entscheidung für Jesus treffen. Und wenn du zu den ersten zwei gehörst, hey, dann lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist, dass du geboren wurdest, dass du gestorben bist für uns und wieder auferstanden bist für uns. Danke, Jesus, dass du für mein Leben, meine Sünden gestorben bist und alles auf dich genommen hast, damit ich in Beziehung mit dir leben kann. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich entschuldige dich für meine Sünden und gebe dir mein Leben und lade dich in mein Herz ein. In deinem Namen. Amen. 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 Hey, weißt du was? Du bist nie weiter von Jesus entfernt als ein Gebet. Und Gott hat das gehört, was du jetzt mit deinem Herzen gebeten hast. Und wir würden es lieben, einfach dir eine Bibel zu geben. Wir haben uns Leo hat davon erzählt, so eine Starterbibel. Und wenn du noch keine Bibel hast, aber du möchtest gerne eine, selber diese Geschichte hier von der Weihnachtsstory zu lesen, dann schreibe uns. Geh auf icf.ch/connect und dort hast du alle Informationen zu dieser gratis Starterbibel zu bestellen. Wir senden sie dir zu, okay? Und auch auf dieser Webseite hast du ein Formular, wo du einfach ausfüllen kannst, wenn du sagst, ich habe noch mehr Fragen über Gott oder eben ich habe dieses Gebet gebetet und wo geht es jetzt weiter? Und wir würden es lieben, dich zu begleiten auf diesem Weg. Also schreibe uns, auch wenn du vielleicht Anschluss suchst, du hast keine Kirche, wir möchten dir helfen, Anschluss zu finden in einer Kirche, in einer Small Group. Hey, und dieser Anschluss da gibt es mehrere Möglichkeiten. Schreib uns deswegen auf dem icf.ch/connect. Du kannst dich über Small Groups connecten oder über Microchurches. Das ist ein guter Weg, dich zu connecten. Wir haben einen Link eingeblendet, wo du draufgehen kannst, um zu schauen, wo es die ganzen Microchurches gibt. So viele Orte, ich sag's dir. Ganz viele Orte. Wenn du deinen Ort nicht findest, dann schreib uns doch einfach. Vielleicht möchtest du ja eine Microchurch starten. Aber ansonsten, wenn es eine Microchurch bei dir im Ort gibt, zum Beispiel auf Bali, haben wir eine Microchurch. Pat, was ist genau eine Microchurch? Hey, eine Microchurch ist eine Gruppe von Leuten, die sich häufig zu Hause treffen, um einfach die Celebration zusammen zu feiern, Gemeinschaft zu haben. Sie streamen den Link oder die Message und den Worship vom Sonntag direkt in ihr Wohnzimmer und sie haben einfach Gemeinschaften. Wir haben kleinere Microchurches, Live-Gemeinschaft, wir haben kleinere Microchurches, wir haben auch schon größere Microchurches. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Art, um Gemeinschaft zu leben. Sie haben Small Groups, sie essen häufig zusammen. Es ist wirklich ein Hammerweg, um die Gemeinschaft mit anderen Christen zu führen. Wir sind nicht nur da ein Livestream, sondern das ist wirklich Church online, welche sich an verschiedenen Orten trifft. Also vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und hey, Leo hat von diesem Buch gesprochen. Leo und Susan haben das geschrieben, Träume wie niemand zuvor, kommt jetzt heraus. Vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk, kannst du online bestellen. Oder auch ein gutes Buch für das nächste Jahr. Wieder träumen. Hey, und zu dem Buch wird es auf dem YouTube-Kanal Anfang des Jahres eine Gebetswoche geben. Das heißt, wenn du den Kanal abonnierst, dann kriegst du das auch direkt mit und wir springen direkt in der ersten Januarwoche in dieses Buch hinein. Kannst du online bestellen? Yes. Irgendwo, überall. Hey, also jetzt, liebe Leute,
Es war uns eine Riesenehre, mit dir diese Christmas Experience zu erleben. Und mein Wunsch ist und die Einladung für dich ist, lass uns nächsten Sonntag uns wieder sehen. Hey, come on. 17. Wir freuen uns, dich online zu sehen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bis bald.